Der englische Flugzeugträger Queen Elizabeth verließ im Mai England und legt zum ersten Mal in Japan an. Der Flugzeugträger legte südlich von Tokio auf dem US-Stützpunkt Yokosuka an. In einer einmaligen Aktion hat Brasiliens Gesundheitsbehörde für einen Spielabbruch gesorgt. Weil argentinische Fußballer gegen Corona-Regeln verstoßen haben sollen, ist die Partie schnell zu Ende. Die Opposition im Krisenstaat Venezuela hat ihren Dialog mit der Regierung des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro fortgesetzt und verlangt weiterhin eine Garantie für freie Wahlen. Der Generalsekretär der NATO Stoltenberg fordert, dass Russland und China dazu beitragen müssen, den Terrorismus in Afghanistan zu bekämpfen. Außerdem gab der japanische Außenminister bekannt, dass ein G7-Gipfel zu dem Thema Afghanistan stattfinden wird. Russland und China sollen auch an diesem Gipfel teilnehmen. Der erste Testflug von Baku zu dem ersten Flughafen im befreiten Karabach wurde erfolgreich durchgeführt. Die Maschine wurde symbolträchtig Karabach getauft und transportierte die ersten Passagiere und Journalisten. Der UN-Generalsekretär Guterres verurteilte den Putsch in Guinea aufs Schärfste und forderte auf Twitter die sofortige Freilassung des entführten Präsidenten. In Berlin findet zum 17. Mal das Lichterfest statt. Dabei werden viele Gebäude mit den Werken von verschiedenen Künstlern beleuchtet. Auf der von Russland einverleibten Schwarzmeerhalbinsel Krim sind nach ukrainischen Angaben mehr als 50 Krim-Tataren festgenommen worden. Sie seien teilweise mit roher Gewalt in Polizeibusse gedrängt worden, schrieb die Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments.